mein Göster wie doch richtig von verschiedene Kollegen beschrieben, genau ein ziemlich pessimistisch Schritt für mehr Asselbauern heieren. Da tut uns aber nicht verwundert, weil wenn die Aktualität verfolgt, die merkt ja, dass ein ganzes Wahlresultat über die Welt nicht seinen Erwartungen entsprechen, dass sein politischer Stil immer mehr international kritisiert wird und dass die Vorstellungen, die Herr Asselborn an der Politik vertritt, eigentlich immer mehr der Realität von dieser Welt entsprechen. Wenn immer so die vier konfrontiert, dass da wundert es nicht, dass ich kann pessimistisch gehen an dadurch so matdelen. Die Rietwo gezeschen von einer ganzen Reihe von Schwächten. Selmo für alle Recht eine gewisse Naivität wird so auszudrücken bei der Beschreibung und Analyse von verschiedenen internationalen Konflikten, wie zum Beispiel der Syrien-Konflikt. In Asselborn hat die Dose vom Syrien-Konflikt auf E-Faktor reduziert, bei aller Form von einer Karikatur, an dem man sieht, du hast einen blutrünstigen Diktator, der gegen sein eigenes Volk optritt, was richtig ist. Mir wird weder originär allein Dose aus dem Konflikt, noch wirklich dat kann alles erklären, was du hast. Das sind alle Krieg auch die Verdelung von Ölech, Pipelinen, die eventuell da könnten an die eine oder andere Richtung gebaut gehen. Das ist ein Versuch gewesen von dem Regime-Change, der auch in der Administration Obama Land betrieben wurde, und mit einer Politik, mit der Herr Präsident Trump übrigens will abhalten. Das ist ein Stellvertreterkrieg, Krieg in Militärbasen. Und wir mussten also als Lützeburg immer fragen, wie sind unsere Alliierten aus Syrien? Es hat uns schockiert, und schockiert uns noch immer, dass wir als Lützeburg Kontakte hatten, Movemente unterstützt, die selber ganz nur bei terroristischen Bewegungen sind. Und wir fanden uns einfach nicht an einer Situation gern, wo die westlichen Staaten, also auch wir, mit terroristischen Organisationen zusammen schaffen. Wir brauchen einen anderen Ansatz an der Syrienpolitik. Die Rede von nicht nur gezeschen von teilweise einer Naivität, mehr auch von einer großen Einseitigkeit. Und als Beispiel häufig würde ich den Israel-Konflikt nahe zitieren. Ich habe mich auch gar nicht drin erkannt an dem, was Herr Adam gesagt hat. Herr Adam hat sich da gut im Wille geschwert. Mit so wie hier eine Situation an der Region beschrieben wird, ist nicht weder beim Wasser noch bei vielen andere Sachen, ich kann auch nicht an Detail angehen, und das ist auch nicht so, dass Israel allein schuldig wäre in der Situation, wie man so da vier fanden. Die Einseitigkeit, die ich heute Minister Asselborn wirklich muss reprochieren, die zum Teil sich dekliniert, das ignoriert an Initiativen, die diplomatisch nicht zu vertreten sind. Die sind Diplomat, Herr Minister, die sind Chefin unserer Diplomatie. Wie können wir da noch nicht einen Einblick unhüllen, dass eine Proposition, wie diese gestern heute gemerkt hat, dass Verhandlungen sollten erleichtert gehen durch eine Erweiterung vom Quartett im arabischen Staaten, also nach dem Ausschluss von Israel, könnt ihr eine Verbesserung an der Region bringen. Natürlich nicht. Die wollten arabische Staaten gehen, die über Israel eine weitere Viertel gehen. Die haben in einer Konferenz, die der Präsident das gestern beschrieben, zu Paris, über den Nahen Osten, ohne Präsenz von den Israelis und ohne Präsenz von den Palästinensern. Was soll so eine Konferenz bringen? Ja, interessiert mich nicht, mit wem ich alles dazu Summe gesagt habe. Der wichtige Punkt, und der politisch und moralisch wichtigste Punkt, hat immer eine ranzfreie Intellektuelle an der Strache ausgebaut, und lustig, die wieder so und meditiert sie. Ein israelischen Intellektuellen hat gesagt, die Do-Konferenz hat Juderem op dem Niveau op Auschwitz-Format reduziert. Es gibt über Jude geschwärzt und nicht mit den Juden. Und ich meine, das ist wirklich eine fundamentale Kritik, von der probiert, über Länder zu schwätzen und nicht mit den Ländern. Es ist eine Gefahr, auch da, wenn Dielo nächstes Jahr, werde ich unholen und hoffen, aufgewählt geht, dass vielleicht hier geht, an ein Obama-Syndrom entwickelt, wie der Präsident Obama die Resolution 2334 am Sicherheitsrat nach angesehen hat, wohl wissend, dass sie nicht möchte, für den Frieden zu helfen, und dass da vielleicht hier geht, und auch sehr Palästina unerkannt. Es kann ihn über den Zeitpunkt schwätzen. Ich will aber so, dass an so einer sensibler Materie soll ein breiter Konsensus an der Lützeburger Politik bestehen, war möglich eine Einstimmigkeit. Wir haben nur schon zwei Parteien, die sowieso, die sehen, es kann keine Unerkennung geben, ohne eine Verhandlungslesung und ohne Unerkennung vom Existenzrecht von Israel. Auch CSV hat in die Richtung argumentiert. Das ist aber schon ein großer Teil von der Lützeburger politischen Landschaft. Aber wir können nicht hingehen und da Gesten setzen, Akte setzen, die den Frieden
Staaten net hëllefen, a kengerweis an den großen Deel von dem politischen Spektrum an der öffentlicher Meinung hier am Land net gegen respektieren. Redet also voll Kontradiktionen, die huet pumol agesät für Demokratie, wat man unterstütze selbstverständlich an Europa. Ich will just zwei Beispiele nennen an Elemente, die dir genannt wird, die fundamental antidemokratisch sind, an den Euroskeptizismus an Europa nach Echter favoriseiere wie eng Identifikation mit den europäischen Ideen. Die echt als vielleicht Manner bekannt, dass die Global Strategy an der Bausepolitik geschmengen den Herr Angel hat ernimmt, wo eigentlich eng Strategie entwickelt gin ass vun Experten, auch von Diplomaten, lerncht die meest Parlament auch lerncht Eisparlament, wie sie just do no informiert gin durch eng Dam die Highlandkommers dra steht, den Text das nie ratifiziert gin, mit der europäisch Bausepolitik so lowen Uwen iwwer de Conseil Europäen Bemol durchgesagt gin, lerncht Staaten. Auch dat as ein typisch Beispiel wie Europa funktioniert, von den ufängt Leize fährten, an noch viel mehr deutlich an die Richtung geht dat iwwer Verdewung in der Wirtschaftserwährungsunion gesot huet. Die Lützeburg vertritt Verdrehung mit der Wirtschaftserwährungsunion, darüber kann ich schwätzen, noch mehr sie für eine Währungsunion. Wir wissen, dass das Finanzplatz das braucht. Wir hatten immer wir können kein Lützeburger Franken, den ob sich allein besteht. Das ist eine Vernunft, die da schwätzt, an die unterstützen wir auch. Wenn die Logik geht, wie dir an die sieht Verdewung für eine Verdewung in der Wirtschaftserwährungsunion, allerdings ohne Änderung von den Treten, dann hast du der Hand, wie will se verdeven? Will im Rechtsinstrument erholen, die man nicht eng Direktiv oder Reglement sehen, mehr auf einem Niveau nach drinnen, wie man beim Two-Pack, beim Six-Pack hatten, wo der Parlament da will umgehen, Referenden evitieren, weil eben gewusst ist an Europa, dass viele Populationen die nicht mehr wollen, die Verdevung nicht mehr wollen, ohne mehr starken Abfluss von den Staaten oder eine bessere Kontrolle von den europäischen Institutionen. Die Europäische Zentralbank gëtt wo kenger Instanz demokratisch kontrolliert, wo kenger och net vom Europaparlament. An awer sind die Decisionen, die du geholt gi, wo fundamentaler Wichtigkeit für als Zukunft von als alle Gu. Ihr schwätzt an ich kenne auch do recht, dass net der Stoff fundamental enger anderer Usicht wär iwwer Gefore vum Populismus an Europa. Me überlede ich, ob den Populismus an Europa, den dir kritisiert, an deelweis auch zu Recht kritisiert, wann du extrem Formen unhält, ob den net auch entstanden aus dem demokratischen Defizit in Europa hört, aus engem Mangel auf Vertrauen, aus enger Frustration mit der Politik, die dir repräsentiert, als so viel anderer, an dat eng Reaktion aus, die aber muss verstohlen, politisch abgreifen, für sie Meester zu gehen, Platz einfach nimme global zu verurteilen oder zu kritisieren. Das ist zu kurz gegrafen und nummer der Kritiker so Tendenzen einfach auch nicht politisch abgeschafft an nicht an den Griff. Außerdem, an dat doch nie gesucht, gëtt jo net nëmmen Reetspopulismus an Europa, et gëtt de Linkspopulismus. An a vi Länder hummer den. Et gëtt de Syriza, et gëtt de Podemos, et gëtt eng 5-Sterne-Bewegung, los mat de net vergessen. Och déich destabiliseiere Länder, déi sind zum Deel filmmi gross wie déi Beispieler, die Dir immerem nennt. An e schmengen net nëmmen de Populismus ass an dem sinn eng froh, méi och Radikalparteie wie Griechenland wo man wirklich eng Nazi-Partei, eng wirklich eng faschistisch Partei hunn mat dem Golden Dawn an dat sie wirklich gefeierlich Entwicklungen. Zwei Wörter über ihre politische Stil, weil wir kritisieren den noch schon kritisiert. Wir denken nicht, dass ihr so sollt optreten international wie das immer merkt. Das schürt. Es ist so ganz klar, dass zwei Persönlichkeiten in Europa sind, die immer auch mit Nazi-Vergleiche, mit Faschisten-Vergleiche abfallen, und die durch andere Länder auf Platz gesagt gehen. Erdogan an dir, Herr Asselborn, sind die zwei, die an Europa du willst abfallen. Die hat den Ausschluss in Ungarn aus der Europäischen Union gefordert, und die sind vom ungarischen Minister wieder die Schmattburg tun, öffentlich korrigiert gehen. Aber was Polen und Ungarn angeht, will ich auch sagen, dass den nicht plakativ drüber schwätzen. Es muss an der Fond gehen. Bei Polen sind eine ganze Reihe Veränderungen vorgeholt gehen am Dialog mit der Kommission de Venise, mit der Europäischen Kommission. Und die Kritik, die Polen vorbringt, die ist einfach an der Form auch nicht mehr übrig. Bei Ungarn, Herr Adam, pardon, ich meine, den Außenbau schon ein Foto zu holen. Dann dir. Pardon? Die Kritik, die immer zum Beispiel beim Verfassungsgericht,
Du sind ein ganz Reihe Amendementer geholgen schon so matbrucht, dat feiert mich so zu lang wie D4 zu lesen, mit sind ein ganz Reihe Amendementer geholge gesetzliche Veränderungen in Funktionament vom Verfassungsgericht an Kooperation mit der Europäischer Kommission. Ich fuhre noch weiter. Mit Ungarn. Ich habe bloß im Ausschluss geschwert. Ich will auch auf die Kritik kommen, denn Herr Adam schenkt das auch nicht zu wissen, dass ein Bannemarkt an eng Freizirkulation, wo Personen in Europa nimme kann da funktionieren, wann Bausegrenzen effikaz kontrolliert gehen. Ungarn huet en ganz Reihe Positionen geholt, da kann in der verschiedener Meinung sinn, den Hauptkritikpunkt von Ungarn und der Majoritätsdecision, den dir 2015 imposiert tut von mir Präsidents hatten, da sind ein ganz Reihe Kritikpunkten, die sind per se justifiiert. Und dafür so mir der wir einfach nicht pauschal so Ungarn, als wären da den Teufel an Europa, mir muss auch da gucken, wie ein Argument da sind. Wisst ihr, dass just für ein europäischer Präsident und Niveau vom Conseil Européen a Präsenz zum Herr Büttel dezidiert gouf, dat Verdelung von den Flüchtlingen soll per Konsensus an Europa geschehen, als 25. 26. Juni 2015 an den Dezember 2015 geht dir dat per Majorité qualifié ernst regeln. Das ist eine Kontradiktion mit einer Decision vom Conseil Européen. Es ist auch eine Kontradiktion mit dem Artikel 73 vom Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne. Die sieht, dass so eine Decision, wenn sie per Majorité qualifié geholt wird, muss dans l'intérêt de l'État membre concerné sein. Etwas wird Ungarn als verständliche Gründe natürlich contestiert. Ich meine, das ist nicht nach froh. Nee, ich habe keine froh. Ich will dir just so. Wir haben natürlich am Juli 2015 probiert stundenlang, dass wir auf der volontären Basis sollen zu einer Repartition kommen. Die wären nicht möglich. Aber es sind 21 Länder an der Europäischen Union gewesen im Moment. Und du hast mir als Präsident vom Conseil gesagt, wenn man nicht volontär zu einer Decision kommen, dann muss man den anderen Weg machen, aber man muss ihn aufstimmen. Und da wären sogar Kollegen aus Polen damals nach dabei, die das gut gehört haben. Wir haben aufgestimmt, was dem Resultat, dass das, was wir aufgestimmt haben, Haut gesetzt ist. Mit enger Exception, dass, wie ihr wisst, 2 Länder für der Justiz nach sind. Muss man da doofen, oder guck mal. Aber da könnt mir da nicht viel werfen. Dass ich als kleine Manni an Europa hingegangen wäre und ich hätte gesagt, nee, es geht nicht volontär, es muss dezidiert gehen, per Wort. Ich dachte, also, Sie sind nicht verständlich. Ich meine, der Wert war trotzdem hat er Leben verdient während mehr wie 10 Jahre oder 15 Jahre an der letzten Diplomatie. Also war nicht gelieft, kann nicht alles auf den Kopf, fängt nicht an. Doch, der März war der Gut, also, Herr Asselborn. Just Zwischenbemerkung, Herr Kartheiser, dass das KFH Personal von ihr feststellt, dass die 15 Jahre an der diplomatischer Karriere war. Aber dass er das als Beleidigung gesehen hat. Nee. Die Manier wie Herr Asselborn antwortet. Also mehr wie enger Hinsicht interessant, ich will aber just die Zeit, die man zusteht, ihm zu antworten. Selbstverständlich. Merci, Herr Präsident. Das ist wunderbar. Den ersten Punkt, Herr Asselborn. Eben weil ich Diplomat bin, an 20 Jahre Erfahrung an dem Beruf haben, weiß ich, dass es ganz wichtig ist, wenn wir dauerhaft Lesungen fanden, da den muss Sensibilitäten von den Staaten kennen, hier Geschichte verstehen, aber wissen, was bannepolitisch wie sie auch langfristig durchsetzbar ist. Wenn den Decisionen Länder abzwängt, wie die das gemerkt hat, dann hat die Reaktionen. Die hat selber gesagt, ich gut gesagt, ich als kleine Menschen, die probieren dich zu dedouanieren, je prends acte, mir wen hat die Staat gesagt? Die hat als Solidarität mit anderen Parteien wie die Großkoalition in Deutschland, wo die SPD eng Lin huet mat der Merkel, die Dolin gestellt hat, wo die als parteipolitische Gründe an Europa Decisionen geholt, die gegen die Interesse über verschiedene Länder Minister, der hat ja noch allzeit für ob alles zu antworten. Merci, Herr Präsident. An die Hut dadurch auch als bilateral national Interesse gefurcht. Wisst ihr, dass Lützeburg den zweitgrößten Investisseur an Ungarn ist? Wisst ihr, dass wir mit dem Land noch eine ganz Panoplie von anderen Relationen haben, ob die auch muss durchgehen, ob just parteipolitisch die deutsche SPD und Madame Merkel wollen zu unterstützen. Und das geht eine Decision vom Conseil Européen, wofür drohen. Ich komme zurück auf mein Rede. Wenn er da lebt. Ich will noch vielleicht rappelieren, Herr Präsident, dass der Herr Minister Asselborn. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Nee, den Herr Asselborn hat Hilfe gerufen.
Ich kann ihm all Hölle, die braucht. Du könnt mich immer um Hölle froh. Also, Herr Karteiser, merkt das, wer da ungekündigt hat, kommt der Berger zurück. Voilà, aber da wollte ich vielleicht mit der Türkei weiterfeiern. Türkei, wo ich nach einer Motion will deposieren, weil CSV schenkt ihre Position geändert zu haben, über den definitiven Aufbruch von den Beziehungen, nicht von den Beziehungen, von den Verhandlungen, von den Beitrittsverhandlungen zu der Europäischen Union. Ich kann nicht verstehen, Herr Sel, ich kann wirklich nicht verstehen, dass ihr euch abregt über Fällen in Europa, wo ihr ganz grav Menschenrechtsprobleme gesehen, ihr wollt Ungarn aus der Europäischen Union rausgehauen, die mit Polen oder ähnliche Probleme, mit anderen Ländern vielleicht auch, aber gleichzeitig mit der Türkei, die aber ganz andere Menschenrechtsprobleme und Beitrittsverhandlungen nicht will abgeht. Das ist nicht logisch. Wir sind auch für gute Beziehungen mit der Türkei, aber nicht auf die Dummer mehr. Die geht auf Kuba, mit deren Menschenrecht. Die geht auf Begräbnis Fidel Castro, den Tausende von Menschen exekutieren gelassen, den er Krieg in Afrika angegriffen hat, der zuständig ist für den Cuban Missile Crisis, den als Ball an den Weltkrieg gefeiert hat. Du geht auf Begräbnis, wo ein Ambassadeur ich würdig hätte können vertreten, da zweifeln nicht dran, und hat er da kein Menschenrechtsbedenken von der Begräbnis von einem Fidel Castro geht. Mit Russland, los mich, entschuldigt, ich meine, Hasselborn nicht mehr froh. Ich meine, dass es gut wäre, wenn dir das Logift machen, was die Verenheit möchte, der Jerome Chamber adressieren, ist die ganz lachsto, was bis lo gewirrscht, mir adressiert dir schon Chamber, am nicht einen Dialog mit dem Herrn Außenminister, voilà. Dann adressieren ich mich schon hier, Herr Präsident, und ich will vielleicht noch ein Wort über Voilà, Russland ganz gut. sagen. Die Russland, den Minsk 2 Aufkommen ist als Lot 2 Jahre alt. Am hun eng grotesk eng Absurdsituation, nämlich dat Russland dat net Vertragspartei vu Minsk 2 als eigentlich ein Geisel von der Regierung zu Kiew ass, weil so lang Kiew seng Engagement net umsetzt am Minsk 2 bleiben Sanktionen gegen Russland bestohlen. Eng Absurdsituation. An die Sanktionen, dat mir he schon mittags gesucht, die sie kontraproduktiv, auch wat die russische Spannepolitik geht zu schulden eisen ökonomischen Interessen, für allem denen von unsere Bauern, mir auch die von unserer Industrie, an het gezeigt, dat man durch Schlussstrich zählt. Es kann nicht sein, dass Länder wie Polen und Litauen mit allem Respekt für denen hier politische Positionen als Russland Politik diktieren, die nicht logisch ist. Und wir kommen da an ein Szenario vom Kalten Krieg immer mehr ran, die wir refusieren. Wir haben 125 Jahre diplomatische Beziehungen mit Russland, 90 Jahre eine russische Kommunität zu Lützeburg. Wir hätten gerne, dass die Relationen sich verbessern, auch was Fluchtverbindungen an anderen Dossiers angeht. Ich habe noch, vielleicht, weil wir durch die Frauen hatten, eine Minute, dafür will ich noch ein Wort zu der Flüchtlingspolitik so, und das wäre ein Sujet, den das Kind bis noch beschäftigen. Wir sind selbstverständlich als RDR d'accord, dass wir am Kader von der internationalen Legalität Flüchtlingskonvention wie in der 50 Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen an Kriegssituationen 1940, dass wir die Leute schützen. Mit dem hat ein ganz einer Politik. Die merkt ein ganz einer Politik. Die hat selber für kurzem noch gesagt, dass eine große Migration legal vorstellen könnt für eine demografische und kulturelle Erneuerung. Das akzeptieren wir nicht. Wenn ihr eine demografische Erneuerung von unserem Land hat, dann hat eine Familienpolitik an dieser Regierung, die den Namen verdient hat, und nicht eine antinatalistische Familienpolitik, wie das Regierung proklamiert hat. Wir sind der Meinung, dass wir human den Leuten müssen helfen. Wir haben das aber nicht mehr. Wir haben nur hauptsächlich Wirtschaftsflüchtlinge, die kommen, wir Leute aus Ländern, die nicht in Konfliktsituationen sind. Und das wir ein Problem mit dem Balkan seit 20 Jahren von illegaler Immigration an einem Missbrauch von einem Asylsystem, das machen wir als ADR nicht mehr. Und da unterscheiden wir uns fundamental. Wir sind d'accord für die Leute zu helfen, die Hilfe brauchen. Wir sind nicht d'accord für unsere Staat zu belasten, als Sozialsysteme an anderen Probleme, als die Akzeptanz von der Integration an anderen Probleme, dadurch, dass wir Leute darin erleben, ohne dass dafür wirklich ein klar, legal Basis oder eine Notwendigkeit da wäre. Wir haben also da ein fundamental anderer Approach. Ich so nicht merci, weil ich meine, Herr Präsident, ihr wollt mal so in der Zeit. Voilà, schon auch alles ungerechnet. Voilà. Persönlich, ich will mal merci an sollten Herr Asselborn nach antworten, dann kann ich vielleicht auch noch reagieren. Ich so nicht merci.